1. Mose kapitel 11. Wir werden door een vers wat ons hoofdgedanken van jou wat zijn. Door aanvangen. En ik wil van jou weer gaan met den thema waar we laatst met aanvangen, waar ik met aanvangen deed. En we vangen laatst aan in de 1. Mose, het zegt de herkomst en aanvang van een sprakenreden. En ik geloof het is zeer wichtig dat we kunnen zijn, wo dat alle herkomen deed, waarom we van jou zoveel spraken hebben en waar dat heeft vergroot durch een ander gegeven over de jaren. En waar we kunnen dat beter verstaan wat de Bijbel ons leert daartoe even. Weil wir wieder gehen, wollen wir uns einmal nach Nähe zum Gebet. Listen. Ons himmlische Vater, wir kommen fertig, wir loben und danken dir, dass du hast in dein Wort alles beschrieben, was du dort in dein Plan angesagt hast. Und du wirst auch, Herr, dass du dort alle Deutsch, wir haben in Jena, der böse Feind, und der versucht alles zu verwirren, was du hast angesagt, was Wahrheit ist. En dat rumdrehen en dat verwirren, zodat mensen de waarheid niet geloven en er weggehen van en verwirring geloven als waarheid. We hebben een sterk in Jena. We weten Herr, die wat in ons wonen, dat als ware geboren mensen, die is sterk als die wat in de wereld is. En dat danken we die voor Herr Jezus. In Jezus Christus zijn namen. Amen. So we hebben als we vangen laatst aan met 1. Mose kapitel 11. En we zijn dort in de 1. Mose kapitel 11, de eerste vers zegt het, te eine tijd hadden zij op de ganze eerd bloos eine spraak en alle dezelfde weer. So de Bijbel heeft het klaar te verstaan, er weer een tijd, wo de mensen alle over rein reden deiden. Er weer geen andere spraak als bloos een, wat immer de spraak dan weer. Maar we zijn ook dat jij veel daarin onder over de jaren. En we zeggen van die spraken wat dat dan jij, wat God raufkwam en mensen verschillende spraken jij, heeft dat vandaag nachher over die jaren nach Dialekt gegeven, Dialektos. Van mij is een spraak heeft het nog een gegeven en van wat spraak heeft het nog maar gegeven. So, door daar hebben we vandaag zo ons dat aan te verstaan, ja, vielleicht nog sogar meer spraken als dan wat God op terms van Babel gegeven deed. But anyway, zoals we dan den Studium willen de lijn gaan, tem nun riem no, wat we dan chronologically durch de Bibel studeren en te zijn wat dat meint, wat op andere weer ook gezegd wordt, in Tungenreden oder in Sprechenreden. Zoals ik al zei, wie dan aanvangen met 1. Mose 11 vers 1, wo wir sagen, du wird eine Zeit bloß eine Sprech. Wir sagen dort verschiedene Sprechen kommen über die Menschen aus dem Gerecht, wenn es angehorsam, dort kommen nicht über die Menschen aus einer besonderen jährlichen Kraft, sondern die Menschen wie angehorsam gegen Gott, die soll sich verspreiden. Gott hat gesagt, sie sollen sich verspreiden. Nimrod, wie die Verste dann zu gehen. Und die Zeit, was sagt, wir wollen uns in Tarn bauen. Die soll ja hier haben und wir wollen uns in Nummer unter die Erde, auf den Erde merken. Und sie sich nicht verspreiden würden. So dann kommen gerecht über die Menschen mit verschiedenen Sprachen. Und so, dort, was wir von den verschiedenen Sprachen haben, kommt der Mensch eher angehorsam. So, wo immer der Alte Testament redet von Zungen oder Sprachen, ist klar, dass wir eine Sprache gemeint wird, verständlich wird. Aber das gesagt, sei wie dort im Alten Testament, und je wurde hier nur sein, dort 1. Mose Kapitel 10, Vers 5, Vers 20, Vers 31, redet auch von den Menschen mit ihren Familien und ihrer Gruppe, wo immer sie handeln mit ihrer Sprache. So, du machst vielleicht dann sagen, 1. Mose Kapitel 11, Vers 1 sagt, dort wir mal eine Sprache, wo so der in Kapitel 10 dann all reden von Sprache. Wo wir hier mal zu verstehen ist, dort in Hebräischen ist dort vielmal dort Master erst die Einzelheiten erklären und dann, wo dort herkommt. So in Hebräisch denken, so ist hebräische Menschen denken, so schreiben die auch, kriegst du es wie denken dann, schreiben uns viele Dinge auch. In Hebräischen vielmal, was die tun ist, die tun erst die Einzelheiten beschreiben. En dan beschrijven ze hoe dat herkomt. En dat wordt in kapitel 10, als 1. Mose kapitel 10, wordt die Einzelheiten beschreven, waar dat al passeren deed. Dan in kapitel 11 wordt beschreven, wieso dat passeren deed. Zodat als niet dat door kapitel 11 maar spreken weer, sondern dat we bloos kapitel 11 als beschreven, wieso deze mensen zich verstreden deden en wat de oorzaak weer. So dit staat de fundament of foundation wat we nemen. Dort, wo immer die Schrift von Zungen redet, was meint, was man Sprachen zu tun hat, oder verschiedene Sprachen reden zu tun hat,
hat zu tun mit nicht mit einem unverständlichen Gerede oder Gebrüssel, sondern mit einem verständlichen Weg von Rede. Wenn Gott dort verständliche Sprache angeben, so dass Menschen sich verstehen können. Maar dort je zei fremde Sprachen, zoals we laatst ook zou, fremde Sprachen für das Volk Israel wird von Gott gebraucht, um das ungläubige Volk Israel strafen. Deswegen sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 14, Tungen, was Sprachen sind für Anbeziehende nicht, um die Christus abbauen oder die Gemeinde abbauen. So wie seine Gott braucht auch anbeziehendes Volk mit einer fremden Sprache, um das Volk Israel bestrafen, wenn sie gegen Gott wären. Und du braucht Paulus dort auch, und ich wollte nach Deutschland gehen, aber nicht von der, und so für diese Botschaft allein gehen, wo wir nach Deutschland kommen. So deswegen sagt der Apostel Paulus, Sprachen sind für unbeziehende Menschen, so sich all sehen, und nicht für Christen zum Abbau oder die Gemeinde Abbau, sondern das ist ein Zeichen von Unbeziehung. Oder unbeziehende Menschen strafen. Und dann kommen wir bei dem Neuen Testament, wo wir von der anfangen. In dem Neuen Testament, wo wir von der anfangen, ist, der Herr kommt war am Anfang von den Sprachenreden, Apostelgeschichte Kapitel 2, 1 durch 13. Und dort wurde das erste Mal passieren, wo der im Neuen Testament dort abkommen. So wenn wir uns mal die Bibel aufmerken, in Apostelgeschichte Kapitel 2, dann werden wir mal das Verse lesen. Ich wollte den Tag nicht ganz lesen, aber ich würde den Motorsprecher den Ewer lesen. Was sagt es dort in dem zweiten Kapitel? Als der Pfingsttag dann kam, werden sie alle ab einer Stelle taub. Und plötzlich werden sie so aus einem Sturm ein rüschendes Lied vom Himmel, so dort im ganzen Haus zu hören wird, wo sie saßen. Dann sagen sie mit einmal Zungen, so aus 4, und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, nur aus der Geist an dort mehrlich mehr. Ich wollte bloß mal durchlesen. Den Tag war ich an jetzt viel wieder. Aber was wir hier finden, ist in diesen Tag, ist dort der Pfingsttag wie der Anfang von der Kirchenzeit. Viele Menschen bechecken das anders und haben vielleicht mit Kritisierung dabei, dort die Kirchenzeit fängt erstmal in Apostelgeschichte Kapitel 28 an. Die Wahrheit ist, der Kirche fängt an hier mit dem Judenvolk. Later an wurde der Herr auch mit reingenommen, so wie seine Worte. Was hier passiert hat, wo der Heilige Geist raufkommt, in Menschen wohnen, was im Alten Testament nicht immer wird. Da werden Mitmenschen und Eva-Menschen. Aber hier kommt das rauf, wo das Versprechen Erfüllung ging, dass der Heilige Geist in Menschen wohnen dort, und dort die verschiedenen Sprachen wird hier gegeben, die 120 Wort taub wären in der einen Stuhl, was können diese verschiedenen Sprachen reden, ohne dass die gelehrt haben, dass das Wort Gottes über das ganze Jerusalem durch auf den Tempelplatz, wo von sehr vielen verschiedenen Ländern und Menschen taub wären, was uns Apostelgeschichte 2 wieder aufsehen wird, alle in ihrer Sprache verstehen können. Nu, die Bibel sagt uns klar, Lothar in 1. Korinther, dass die sollen einem hier ein anderer reden, wenn die in verschiedenen Sprachen reden. Dort gibt uns an zu verstehen, hier in Apostelgeschichte Kapitel 2 auch. Die deuten nicht alle gleich reden. Und vielleicht haben sie auch verschiedene Gruppen gehabt, wo sie zu reden deuten, aber die kriegen von Gott gegeben, eine Sprache zu reden, was sie nicht gelehrt haben, sodass die Menschen, die von allen Wegen gekommen wären, in ihrer Sprache das Evangelium verstehen können. So was dann passiert ist, dort das Wort Gottes, dort Wunder von das Wort Gottes, jenkerüt ab Pfingsttage, nur all die Menschen, die taub gekommen wären. Nur warum wären diese so viele verschiedene Menschen taub gekommen? So wie ein besonderes Fast, was in Israel gefeiert wird. Dort Pfingsttag wie ein besonderes Fast, was durchgeführt wird. So was passiert hier? Der Heilige Geist kommt in die Apostel lernen und reden in jeder in eine verschiedene Sprache und sagt von der anderen, was nicht von der Alf wäre, wenn es Matthias oder mein Judas wäre noch nicht. Der hatte noch einen angewählt, Matthias, aber der ist nicht mehr erwähnt in der Schrift. Und hier sagt Paulus, heute ist ein Apostel von Jesus euer Stahl. Dort gibt uns unterverstehen, dort Paulus, der Apostel Paulus wird da, was die 12. Person abfällt, nicht Matthias, was der Apostel nennen will. So der Heilige Geist kommt auf und wohnt in diesen Menschen nu. Und so reden sie mit dem Heiligen Geist in der Kraft, durch aus der an dort mehrlich mehr,
en de verschillende spreken dat evangelium te predigen. Wat zij niet geleerd hadden, zoals ik al zei. Dit is wat we willen namen, wat de Bibel aanstaan, die go van een spreken reden, wo de Heilige Geest dat meerlich maakt te die tijd. De spreken werden kenbaar, verschieden, verständlich, wenn die Menschen sehen, no de 11e Vers, en wanneer we tweede, Apostelgeschichte 2, Vers 11 lezen dan, dan sagt es steht, Juden, met Juden, Kreuter in Arabië, wir hören da in onze spreken van Gott seine grote Wunderteken reden. Ich will mal ein bisschen Wasser nehmen. Holz wel mit Crash war. So, wir sind in der 11. Phase, als merkt dort der Text dort klar, dass diese Menschen, die Gabe von Gott gekriegt haben, durch den Heiligen Geist, die in verschiedenen Sprachen reden, wären verständliche, verschiedene Sprachen. Wenn es diese Menschen sagen, sie können die in ihrer Sprache hören, dort reden. So, was wir hier finden, sehr klar ist, Gott hat die Begrenzung von verschiedenen Sprachen wahrnehmen, sodass das Wunder Gottes in alle Sprachen bekannt gemacht wird, hier ab der sehr große Bewegung, was hier passiert ist. Diese Bewegung wird von Gott geprophezeit, von Jesus versprochen, durch seine Jünger, wenn er sagt, seine Jünger, ich will ihn nicht allein lassen, ich will ihn dem Tröster, der Heilige Geist schicken, und der wird kommen. Und das wird hier passiert ist. So, Gott hat im Alten Testament geprophezeit, durch die Propheten, was passieren wird. Jesus verspricht hier, so nicht wieder diese große Bewegung hat, was hier passiert ist. Und das, wo das passiert ist, wurde in verschiedenen Sprachen reden, wenn Gott nimmt die Begrenzung weg, für diese besondere Bewegung, sodass alle Menschen das Wort Gottes hören und die Wunder von Gottes Wort, und die Menschen, die dazu gekommen wären dann. So, was können wir von einer Anwendung nehmen, wo wir können mit dem Haus nehmen? Das Evangelium ist für alle Sprachen, Kulturen, Länder, das ist nicht begrenzt. Gott weiß, dass du dann Sprachen und Länder, die nicht das Evangelium begrenzen. Er braucht dann einen wunderbaren Weg, dass Menschen, das Wort Gottes die Hirte kriegen, von denen, die taub werden. Von der schon dafür sagen, Menschen, viele Kinder Gottes haben verschiedene Sprachen, das verspreut über die Welt. So von der haben wir das klar und können das klar verstehen, dass das Evangelium ist nicht begrenzt nicht. Das geht in alle Ländern sprechen. Einmal dann, was Menschen sich eine Sprache lehren, können das Evangelium in die Gruppe bringen. Nächstes Mal kennen die Sprache all, die bekehren sich in die Gruppe der Sprachen gehen, bis wieder evangelisieren manche die Menschen. Was mir ist die Zeit leichter als eine frische Sprache lehren. Aber wenn Gott die hat gewählt und dann besonders steht, gehen, dann tun die dort. So das ist das erste Mal. Der zweite Vers kommt erst von ein Sprechenreden kommt in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 44 durch 48. Wir wir da mal handrehen. Und du sagst uns das stehen. Der hatte da mit Cornelius, das wie ein Head, der wie ein Gottesfurchter Mann, ein Gottesfurchter Mann, der Zeit wir nicht unbedingt war er ein Mensch, der wie ein Mensch, der das ernst meint, moralisch versachreich zu leben, nur die jüdische Sätze versachreich zu leben. Das wird sie in der Apostelgeschichte, in dem Neuen Testament, eben im Alten Testament, wirken wird ein Gottesfurchter Mensch genannt. Aber dort wir nicht eine wahre Person. So hier sehen wir als Cornelius ein Gottesfurchter Mann, meint das ernst, dass viel nur die Arme geben. Bei ihm da kommt ein Engel und sagt ihm, hör mal her Cornelius, ich will haben, du sollst Menschen schicken, und diese besonders steht in Joppe, du bist in Lara Jova, du hast einen Mann, und den sollst du holen, der wird dir sagen, was du tun sollst. So hier ist Petrus nicht gekommen, der wie Petrus in Johannes Kapitel 10, 44 sagt, als Petrus diese wir noch redet, fällt der Heilige Geist über all die nur dort Wort horchten. Und die Juden Christen, die mit Petrus taub gekommen wären, wunderten sich darüber, dass der Heilige Geist auch über die Nicht-Juden ausgegossen wird. Weil sie hier die in andere Sprachen reden und Gott loben, dann sagt Petrus, kann irgendwer dort Wunder verbeiden, dass diese nicht sollen gedeiht worden, die den Heiligen Geist großer Gott gekriegt haben, als wir, und er befahl an, in Jesus Christus seinen Namen zu deipen, dann fragen sie an, nach ein paar Tagen bei ihm zu bleiben. So war diese Geschichte kort verfolgt, nehmen, dass taub kriegen ist,
als Cornelius en zijn familie zum Glauben kwamen, zei dan reden die ook in andere spreken. Dan zei het ons ook, dit kunnen zij dat aandienen, dat de Heilige Geest had ook dat de Heiden hadden ook de Heilige Geest gekregen, krijg zo als de Juden. En dat is wat ons dat hier zei, dat de Juden, wat weer met Petrus metgekomen naar Cornelius zijn huis, die zagen dat alles wat hier passiert, dat waren de Zeugen, de Witnesses. En die zeiden, check mal hier, deze hebben krijg zo de Heilige Geest gekregen als wie in Apostelgeschichte kapitel 2 in Jeruzalem. Dat zegt ons niet unbedingt, hoe lang later dat passiert, maar dat geeft ons ungefähr aan te verstaan, dat Taubpforten, dat kan zijn van 8 bis 10 jaar later geweest, wat dit in Cornelius zijn huis passiert is, vandaan als Apostelgeschichte kapitel 2 dat passiert is. So dat we al een naadbed tijd voorbij gegaan. Maar deze Juden, wat weer met Petrus metgekomen, die werden dan ook door als dat passiert Apostelgeschichte kapitel 2. Bij den Tempel, op den Tempelplatz, op den Tempelhof. En die zeiden, wauw, God heeft deze Juden, deze Heer, krijgt zo geraad als hij aanstaat, wens de Heilige Geest komt over die reden ook en spreken, die nemen je kracht, wat over ons komt ook over de Heer nu. So met dat al het opgevoerd, die doen aan, dat de Heiden hadden ook den Heiligen Geest gekregen, krijgt zoals de Juden, in vers 44, wat we hier lezen, hij zegt, en de Judenchristen die met Petrus taub gekomen waren, wunderen zich daarover, dat de Heilige Geest ook over de niet-Juden uitgegoten wordt, en dat waren de Heiden. Zo'n spreken reden we hier een opbewijs van God, dat Heiden zijn ook aangenomen en bij de gemeente, de kerk, bijgedaan. Dat het nu eind is, dat je krijgt zo de Heilige Geest krijgen, der geloven. Zo de waarheid is, de radung is der genade voor Juden ook Heiden. De Juden krijgen wat God is, der genade van een almachtige God, der Jezus Christus. Nu brengt God de Juden hem naar de Heiden gaan, dat wordt God is predigen, niet dat God de Heiden ook de genade bewezen waar hij de Juden bewezen had. Dat hij bloos geloven bracht. Trotzdem, dat God in het Oude Testament veel der Oude Testament gezegd en allerhand geschaft hat, hem aanwijzen naar dem Jezus, maar wir daar trotzdem immer alle der genade. So wat hebben we hier van een aanwending uitnemen? Kort vervoerd je zeggen, moet vielleicht een Deilbände zijn, aber Gott ist nicht parteiisch. Gott ist nicht parteiisch. En zo zullen we ook nicht parteiisch zijn, sondern dat wordt God is mitteilen met die mensen wat die in mij, met die mensen wat de Heilige Geest die in mij aansporen heeft. Zijn ze mal denken we vielleicht deze week, so we doen mensen, we kennen die spreken, we Gott kan niet meer aanreden, we denken vielleicht, ik weet niet, zeg die maar, dat had innen we niet meer aanreden. Den laat het zo verloren, zo koud, zo een hippie of wat wel een ander, dat lijkt we niet doen niet. So we worden partiers. Dan zei ik in mijn eigen, dit geloof ik, dat wordt schaffen, den laat me zo van buiten, dat wordt schaffen, die aanreden. So den ga ik aanreden. Maar voor God jaft dat niet zo. Want je nog niemand hebben dat beleefd, ik ga, en ik moet thuis doen, ik ga niet helemaal aangereden mensen wat de Heilige Geest me aansporen deed. Ik ga zo aangereden wat ik geloof, wat wordt vielleicht een beetje safer zijn voor mij als Jan. So dan worden we best partiers. Maar dat wijst ons hier, krijg zo als dan de cultuur wie de Juden, want ik klein met hier weet van de Juden zouden de Heiden aan als hoing. Dat waren nutzloze mensen voor hen. Toen had de jongen zoveel trouble met Jezus, ik zal niet zeggen trouble met Jezus, maar kunnen Jezus niet verstaan. Een dag wil Jezus van Jeruzalem uitreizen en wil hij naar Samaria gaan, om naar Nazareth en dan gaan naar Galilea. De Juden kunnen het meest niet begrijpen, waarom moest hij wel naar Samaria gaan? Dus de Juden hadden hem een oorwacht, die gaan ons raam naar Samaria, naar Galilea en door. Jezus denkt hier gelijk even, wo hij krijgt gelijk naar Samaria komen. Wenn du weer de 10 stam Israël, wat ik lang terug gespeeld hadden van de 2 stam in Jeruzalem, en die worden, dat we al mixed met Heiden, dat is wat het weer. Die werden niet teruggebleven, dus met de Israëlieten zich bevrijden, en die hadden zich al gemischt met Heidenval, so nu wordt hij aangezien als hoing en nutzloze mensen. Je wil maar een beetje betrachten en praktischen. Want ik en du, ik zie ook van blijven opgewassen, bis veel van jullie zijn, en wassen dat vielleicht niet. Maar we zijn geleerd, er was een beetje ingeprägt, dat dat Spanierfall is, wenn je weet.
Wir sagen dort nicht den Weg, aber wir bringen dort den Weg raus. Vielmal sagen wir dort, das ist mal ein bisschen spannend, ja. Hier sagen sie vielleicht, das ist mal ein bisschen Brett. So wir fangen Menschen an, rauf zu graden, doel zu drecken und bloß eine gewisse Unschuldigkeit, Nutzlosigkeit neu zu stellen in unser Weg von Denken. Und kriegst du heute die Juden, das samarische Volk, wenn es dort wieder Juden gemischt mit Herden, und die Herden hatte kein Nutzen bei ihm. Nicht gegen Jesus, nur die Menschen, traf du eine Früh beim Baum, sehr verdorbene Früh, sehr sinnvolle Früh, sehr verdorbenes Leben, die Bruchtheit um viele Menschen anbringen. Und weiß sie nicht jünger durch, dass diese Menschen, die wahrscheinlich aus Heimtalen, das sind die, was auch mir fehlt. Das ist wunderbar. Wo Gott schaffen ist. So, wir können die Anwendung hier nehmen. Gott ist nicht parteiisch und so soll wir auch nicht sein. Der nächste Gedanke, den wir betrachten wollen, ist, der dritte Herkunft von in Zungen reden. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 19, 1 durch 7. Weil wir da mal mit Hand drehen. Waar ik wel bewust van den Tag lesen, aber zum klein bisschen Hintergrund kriegen, wo uns dort sagen wird. Das sagt die Bekanung mit Jünger von Johannes. Nu, ich hatte mal ein klein bisschen neue Text, weil ich bloß einmal rüberbringen. Jünger zu der Zeit, wir nicht unbedingt immer alles Jesus seine Jünger. Jesus redet von seinen 12, was heute beirrt wird. Dann Judas nahm sich das Leben, dann hört er auf. Aber Jünger zu der Zeit, wir auch, wer immer ein Lehrer wird, als das ein christlicher Lehrer wäre, nicht, seine Nachfolger, was die hat, werden Jünger genannt. So, Johannes der Däuper hat auch Jünger. Für sie hat er von Gott geschickt, den Prophet von Gott, der wird Gottes Preis. So, er hat seine Jünger, seine Nachfolger. Jesus hat viel mehr Jünger als bis 12, was am Nachfolger da. Aber die 12 ist, was er besonders gewählt hat zum Lehren. So, bloß da wir da klar haben, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus, wie es nach Saul heute deit, dann ging er auf den Weg nach Damaskus und dann sagt er, dann traf der Jesus hier was und dann bekehrt er sich. Dann sagt der Herr, er soll nach Damaskus nur ein gewisser Mann gehen, ein Simon. Und der hat auch Jünger. Dort wie ein christlicher Mann, wo du die Seite mit Gottes verbreitet. Und der hat auch seine Jünger und andere wie ein Nachfolger. Und so sagt es uns hier, wäre diese Jünger, wäre Johannes seine Nachfolger. Sagt es aus Paulus in Korinth wir, reist Paulus durch die Heuchländer und kam nur Ephesus, da traf er wat Jünger. Und früh an, schrie je den Heiligen Geist, aus die zum Glauben kamen. Sie sagten, nee, wir haben noch niemals gehört, dort du ein Heiliger Geist ist. Dann seht heute an, worauf war je dann gedauft? Sie sagten, ab Johannes seine Daub. Paulus sagt, Johannes wird sein Daupen wir in Daupen durchab, dort sie amtieren sollen. Du seht heute die Menschen, dort sie an den glauben sollen, die nur am kommen wird, und dort ist Jesus, der Christus Jesus. So, was wir hier finden, ist dort, gewisse Jünger, die bloß bekannt werden mit Johannes seine Daub, glaubten hier an Jesus. Wahrscheinlich hat er das nicht abgeführt, dass sie mussten an Jesus glauben. So, sie haben das abgeführt, das, was Johannes predigt zum Amtieren, dort hat sie verstanden, aber was Jesus sagt, sie soll an den Jesus, oder was Johannes sagt, sie soll an den Jesus glauben, was nur am kommen wird, dort hat sie nicht begriffen. So, durch an Jesus glauben, kriegen sie den Heiligen Geist in Reden und andere Sprachen, wo das uns hier wieder die lange Seite. Sagt es, als sie dort hier, dann leiten sie sich in den Herrn Jesus seinen Heilige Geist über an und sie reden in Zungen und Prophezeien. So, eine Seite Zungen, wo auch mein Sprachen, und sie die Prophezeien, andere wird predigen, lehren. Das ist, was sie deuten. So, eine Seite wie hier, dreimal, als wir dort abkommen, wird diese Go von den Sprachen passieren. So, was können wir hier nehmen? Sie, diese Jünger leiten sich ab dem Glauben an Jesus Christus teipen und kriegen dem Heiligen Geist. Das wird hier passieren, wenn sie heute bloß geglaubt an, was Johannes sagt. So, kort verfolgt, Taubpfote, die Taubpfotung von diesen drei Begebenheiten. Drei große, besondere Begebenheiten passierten in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, wo die Juden dem Heiligen Geist kriegen, Apostelgeschichte Kapitel 10,
wo der Herr dem Heiligen Geist schrie, Apostelgeschichte Kapitel 19, wo Johannes seine Jünger dem Heiligen Geist schrie. Und in diese drei als beweisen, wird erstens können wir sagen, in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Juden bestätigt die Erfüllung von dort Kommen von den Heiligen Geist und der Anfang von der Kirchenzeit. Apostelgeschichte Kapitel 10, wo dort nur der Herde ging, beweist, dass die Herden sind auch ganz voll angenommen in der Familie Gottes. Und dann haben wir Apostelgeschichte Kapitel 10, Johannes seine Jünger bestimmt, den Übergang von Johannes Taufe into den Glauben an Jesus Christus in Teilnehmen in der Gemeinde, wo die Kirche die Versammlung von wahrheitsgeborenen Menschen ist. So sind wir ja den alten Glauben sozusagen und die Leute sich in den Glauben von Jesus Christus däupen. So, kort verfolgt gesagt, aber hier haben wir gesehen, dort wo immer das Alte Testament und das Neue Testament von Zungen redet, hat mit einer verständlichen Sprache zu tun. Hat noch nicht woanders rausgekommen. So, was passiert in 1. Korinther Kapitel 12, der 4 Türen, wo sich dort mit einmal so hört, als wenn dort eine besondere Gebrissel ist, was keiner verstehen kann und nicht mal die Person kann, was dort brisseln tät. So, aber hier, so ich will bis einmal erwähnen, aber hier habe ich klar, das sind Sprache. Verständliche Sprache. Nu komme ich bei 1. Korinther Kapitel 14, wo wir nicht worden ankommen von der. Nehmen wir einmal hier, sich dort zum Deichen an der Gebrissel, wo er selbst was dort tät und nicht verstehen kann und die, was am Hören auch nicht verstehen können. So, was geht hier an? Warum so viel derchen ander, können wir sagen, warum so viel derchen ander in Anordnung in 1. Korinther Kapitel 14, wo so viel Anordnung mitkommen wird. Ich wollte von der auch nicht nennen gehen, aber ich will ein klein bisschen halb verstehen. Das Bild ist von Studierung aufgestellt und was der Hintergrund ist. Einmal, ich will bloß, das ist ein Einschritt, kort bevor wir gehen, aber nächstes Mal, wo wir wieder nennen gehen. Die Korinther und die Dieven von der Apostel Paulus. Dort wir eine Stadt, was sehr erregt wird. Da wir in Rom, da wir eine Stadt, wo viel Schaha gedreht wird, Business gedreht wird. Und dort wir sehr unmoral die Stadt, sehr gottlos, sehr viel Hierarchie ging da an. Und die sehr viel verschiedene Gottesdienste. So wie hier haben es all diese Gotts, verschiedene Glaubens, was aufgehört sind, werden bloß in der Stadt Korinther. Und dort, wo Paulus handkam, und dort, wo er eine Kirche angefangen hat. Und dort, wo alle dahin und eine Kirche ankam. So wie hier haben wir bis kort verfolgt ist, der Tempel auf Apollo, wo die nächste Mal erklären, der Tempel auf Aphrodite, dann erst drei durch, der Tempel von, der hatte dann noch mal das Meer, dann das Feuertempel von Rom, und das war ein von den sehr großen, die Aufgabe, dass die musste die römische Regierung deine aus Gott, dann wir 5, dann 6, 7, 8, 9. Ich wollte nicht alle nennen gehen. Wir sehen hier sind diese 9 aufjährliche Glaubens, was sehr stark gedenkt wird in der Korinther Stadt. Von diesen Menschen bekehrten sich. Kommen in die Gruppen an, was Wahrheit wurde, wie das Paulus in die Kirche anfangen. Und dadurch haben sie viel Chaos oder eine derchen Anda in die Kirche nennen, warum dort so als dort passiert ist. So von der wollte ich nicht nennen, weil ich will ihm bloß ein klein bisschen, dass wir dann sagen, die Tongue nicht merken. Wenn wir diese Hintergründe verstehen, von all dieser Aufgaben, was die Menschen glauben, und die wird besonders einen Einfluss kriegen in die Korinther Kirche, dann wird das Sinn merken. So hier ist das Ding. Die Menschen, die in der Korinther Stadt wären, sie sagen, die werden 9 verschiedene aufjährliche Glaubens, die bekehren sich und kommen in eine Versammlung von Wahrheitsbürgern. Welche von denen bekehren sich nicht unbedingt, aber es ist so dann erst in von der Tag noch ist, viele Menschen, wenn die Wort nie hören, von den neuen Glauben, dann wollen die dem auch, aber die wollen gleich dem allen auch sein. So die dann bloß noch ein Gott bei ihrer Gott. Dort wird dann in Trouble. Viele Menschen, wenn die in der Aufgabe leben, in der aufjährlichen Glauben, wenn die von Paulus kommen, reden von dem Wort Gottes, das Wort Gottes, für die wird bloß noch ein Gott bei ihren Glauben beidoen. So sie würden nicht das aufsehen, bloß noch diesen Gott beidoen. So nu wäre so ein Mensch, was sich wirklich bekehrt hat, wäre in der Korinther Kirche gekommen, die wäre so, was allem Gott aufgesagt hat.
Nu dat je dat wat in er aanbetjeden geloven, oftjährlichen geloven, brachte den in den Kirchen en dat je door praktiseren. En zo zijn we zijn er zeer veel verschillende geloven wat in de Korinther Kirche uitwijzen doen, wo de Hintergrund van deze geloven weer. En dat is wat Paulus maar handelen moest. Maar hier toch van dit en eenmaal zum Schluss, ik wil er eenmaal wat uitheben. Johannes 1 vers 12 zegt, zoveel is am nicht, zoveel is am abnemen, ja, für den macht Gott sie nicht gingen hoor. Der einzige Weg, um nur den Worten Gott kommen, ist, mein aufjährlichen Glaube aufsehen und bloß Jesus glauben. Nicht mein aufjährlichen Glaube noch mitnehmen und bloß noch einen Glaube bieten, sondern aufsehen und frisch annehmen. Wir haben beten. Vor den Himmel, wir kommen fertig. Wir danken dir, dass du das hast so klar in dein Wort beschrieben. Das braucht das viel Zeit, um das wirklich zu verstehen. Für die Menschen dann, wo das nur geschrieben wird, für die hat das alles Sinn, wenn sie leben dort dann. Die wissen gleich, was Paulus nur redet, wenn er von diesen verschiedenen Dingen redet in der Korinther Kirche. Für uns von der nach hast du das Fragen, warum wir so viel anheilen in der Korinther Kirche, so viel fleischliche Weich von Dingen tun. Für uns merkt das nicht Sinn, es sei denn, wir nehmen Zeit und sehen, was der Hintergrund dann ist. So, danke für die Arbeit, für diese Zeit, danke für dein Wort, danke für jeden, der gekommen ist. Musst du dein Wort sehen, in Jesus Christus seinen Namen. Amen.